alle zusammen. Das Leben ist amigs verdammt brutal, das kann ich euch sagen. Weil bist du mal nicht konzentriert wie sonst. Wie heute zum Beispiel, stehst du auf, machst oder versuchst die Augen aufzumachen und dann macht es Peng. Da ist er wieder. Ich habe mich voll verwünscht, einmal mehr. Er nervt mich nicht mehr, weil das ist. Doch, man gewöhnt sich an ihn mit der Zeit. Braucht damals ein bisschen mehr, braucht ein bisschen Nerven, aber was soll's. Man gewöhnt sich wirklich an ihn. Weil man kennt sich auch schon länger, über die Jahre hinweg. So eine kleine Hassliebe manchmal auch wieder sehr wohlgefällig, so, wie es halt so spielt in so Beziehungen. Aber heute hat er mich auf dem linken Fuß verwünscht vielleicht. Nein, auf dem rechten. Nein, auf dem linken. Auf keinen. Weil die Füße brauche ich ja zum Segeln, weil eben im Mai mache ich ja meinen Marathon hier in Toronto, wenn es dann alles klappt, mit dem Visum und allem. Aber er ist unzuverlässig, er ist launisch manchmal, unangenehm, würde ich fast sagen. Aber ich habe mich mit ihm ausgesprochen. Und da ist mir jetzt auch ausgesprochen sympathisch geworden, weil er ist ja nur ein Jahrgang. Das heisst 1955. Das heisst, wer rechnen kann, was ist schnell das sind? 2017 minus 19, ach du Schande, 62 Jahre heute. Weißt du was? Es ist gut so. Ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt so alt wird, oder so jung, wie man es halt annimmt, oder anschaut. Aber ich bin froh, habe ich es geschafft bis jetzt und ich hoffe, ich habe ein paar Jahre vor mir. Also ich schaffe dran. Und ich kann alle meine Bücher schreiben, die ich im Kopf habe, aber noch nicht auf dem Papier oder im Computer. Aber was mir am meisten aufstellt, sind all die Grüße, die ich heute schon gekriegt habe. Mit 6 Stunden Verspätung oder jetzt 7, wir haben ja da einen Zeitwechsel gehabt auf Sommerzeit. Aber es freut mich nicht weniger, im Gegenteil. All die Wünsche, Video, Audioaufnahmen, Herzli. Es ist eine Freude zum Aufstehen, trotz dem blöden Jahrgang nebenan. Heute mache ich eine kleine Joggenrunde wieder und schreibe ein Buch weiter und freue mich immer, wenn ein kleiner Bub über all die schönen Wünsche. Und das hoffe ich natürlich am meisten, dass wir uns wieder persönlich sehen, in Basel, in Toronto, wo auch immer. Ich melde mich bei dir sicher, wo ich gerade bin und vielleicht treffen wir uns ja zu einem Kaffee oder zu mehr. Das würde mich freuen. Also jetzt nochmal Dankeschön für alle guten Wünsche, die ich gekriegt habe. Ich habe noch gute gekriegt. Und ich wünsche dir und deinen Lieben einen wunderschönen Tag. Und was ist heute? So, oh, ich bin Sonntagskind. Yay! Ciao zusammen.